Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute bin ich bei der HMK in Thun, Hilfe für Mensch und Kirche. Die HMK ist ein weltweit tätiges christliches Hilfswerk. Schwerpunkt, sie hilft verfolgten Christen. Wir haben vorhin den ersten Teil gesehen mit Rolf Rupp und das ist der zweite Teil. Im ersten Teil ging es mir um die allgemeine Arbeit der HMK. Jetzt geht es um die konkrete Arbeit vor Ort. Und dass das eine Herausforderung ist, zeigt die Tatsache, dass mein Gesprächspartner mit dem Rücken zur Kamera sitzt. Eine Vorsichtsmaßnahme auch für seine Arbeit. Vielen Dank, ich sage mal Herr Meier, dass Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellen. Vielen Dank für eure Zeit. Was motiviert Sie für Ihre Arbeit? Ja, vielen Dank für das Interesse, dass Sie da nach Thun gereist sind. Mich motiviert es für meine Arbeit, dass ich Teil sein kann von einem global tätigen christlichen Hilfswerk. Es ist ein großes Vorrecht, bei der HMK im Dienst stehen zu können. Einfach auch, weil wir ein Gefühl haben und pflegen, wie es der christlichen Gemeinschaft weltweit geht und eben insbesondere der verfolgten Gemeinschaft. Und das in Ländern, die sehr, sehr schwierig sind. Wir leben hier in der Schweiz in relativ komfortablen Bedingungen. Und dann mit diesen Geschwistern unterwegs zu sein, gemeinsam zu sehen, was tut Gott, was gibt es für Möglichkeiten, wo gibt es Probleme, das erachte ich als ein sehr großes Privileg, das in hohem Maß auch übereinstimmt mit der Berufung, die man mitbringt, wenn man hier tätig ist. Ich spüre Ihre Begeisterung, ich spüre eure Motivation, ich finde das so großartig. Welche Gaben, welche Talente, welche Fähigkeiten braucht es zu so einem Einsatz wie den Ihren? Ja, ich gehöre zur Gruppe der Projektverantwortlichen. Das bedeutet, dass ich rund ein Viertel meiner Arbeitszeit im Ausland verbringe bei den Partnern. Das ist insofern wichtig, weil in vielen diesen Ländern werden die Christen insbesondere überwacht und recht genau beobachtet von den Behörden. Und da kann man so gängige Kommunikationsformen, wie man eigentlich hier gerne benutzt, kann man dort nicht benutzen. Und oft geht es einfach nur durch den persönlichen Kontakt, durch das Zeitverbringen zusammen in einem geschlossenen Raum, ohne Smartphones, ohne Internet. Und da kann man dann über die sensiblen Sachen sprechen und auch schauen, wie man gemeinsam eine Lösung erarbeiten könnte. In dem Sinn muss man als Fähigkeit sicher eine Sensibilität für das interkulturelle Arbeiten mitbringen. Ich denke, wenn jemand zu typisch schweizerisch wäre, ist das eine große Herausforderung. Was immer das bedeutet. Genau. Es gibt ja auch ein bisschen ausführen. Also, ja. Es ist sicher, wir haben es zu tun mit sehr, sehr vielen Sprachen. Ja. Also nur schon die Handelssprachen, oder in meinem Fall umfasst das Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Und dann lokal kommt dann noch Arabisch dazu und das hat auch eine große Palette. Da haben wir das Fossa, das klassische Arabisch, aber jeder Ort hat dann noch seinen Dialekt. Und dann kommen noch Volksgruppen dazu, wie die Berber, die nochmal eine eigene Sprache haben. Also nur schon die Sprachen ist eine große Herausforderung. Und dann kommt das Kulturelle dazu und das Gesellschaftliche. Jetzt ist spezifisch in Nordafrika ist die Kultur eher gesellschaftlich orientiert, nicht individuell wie bei uns. Der Bezug zur Zeit ist mehr zirkular, nicht linear wie bei uns. Also wenn man heute etwas nicht tun kann, ist das überhaupt kein Problem. Morgen kommt wieder ein Tag und mit dem muss man irgendwo umgehen können. Und das ist manchmal recht herausfordernd, weil wir in verschiedenen Systemen tätig sind. Also die Schweizer Buchhaltung muss dann übereinstimmen mit der realisierten Arbeit vor Ort. Und da braucht man diese Fähigkeit für das interkulturelle Unterwegssein und Zusammenarbeiten mit den lokalen Christen. Und dann sicher auch, man darf nicht allzu ängstlich sein. Ja. Das sind oft Länder mit Reiserisiken, wo oftmals auch eine Reisewarnung besteht. Also das EDA der Schweiz muss ja bei gefährlichen Ländern immer eine Warnung einsprechen, aber es gibt eine Warnung und es gibt eine Warnung. Und oft bewegen wir uns in den Bereichen, wo man normalerweise als Besucher nicht hingehen sollte.
Ja. Und das bedingt auch, dass man Gefahren gut einschätzen kann und dort nicht allzu ängstlich ist. Genau. Also eine große Palette von sprachlichen Kenntnissen über Sensibilität für die Kulturen, Geduld, Selbstvertrauen auch. Ja. Und ja, oft im Zusammenarbeit mit den Partnern geht es dann, es geht nicht immer nur um Projekte, die man realisiert, oft fließen dann auch Lebensthemen dazu. Das kann sein, dass ein Partner von uns frisch verheiratet ist und jetzt kommen Themen dazu, wie geht es das mit der Familienplanung, Familiengründung, oder manchmal sind es auch Fragen von der Zusammenarbeit. Also ihr Team ist am Wachsen und dann geht es ein bisschen Richtung Mentoring oder Coaching. Also das ist oft nicht nur projektspezifisch, sondern wenn man gemeinsam unterwegs ist, kommen da ganz, ganz viele Themen zusammen und als Projektverantwortlicher gehört das dazu. Also man ist als lebender Mensch hundertprozentig Teil von diesen Entwicklungen. Und wie Sie wissen, ist Nordafrika in den letzten 10 Jahren hat sehr viele Veränderungen erlebt. Also wir hatten Monate, da hat es fast im Wochentakt hat immer alles gewechselt. Und also ist man positiv oder negativ? Oder? Beides. Beides, ja. Beides. Ja, ich meine, wenn der Langzeitdiktator Gaddafi ein Ende findet, dann ist das zuerst einmal positiv. Aber wenn danach eine Anarchie folgt, dann ist das für alle Beteiligten sehr negativ. Ja. Aber das ist dann so im Wochentakt kamen da Änderungen für unsere Partner. Plötzlich gingen Dinge und andere Dinge gingen nicht mehr. Und das bedingt dann auch, dass wir als HMK ein hohes Maß an Flexibilität mitbringen. Dürfen Sie davon erzählen, wo sind Sie eingesetzt, in welchen Ländern? Ja, also in Nordafrika betrifft das eigentlich von Ägypten bis Nordwest. Afrika betrifft das alle Länder, genau. Also das wäre dann Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien. Wie erleben Sie die Verfolgungssituation vor Ort? Können Sie da ein Beispiel geben? Also wir haben auch vorhin beim ersten Gespräch uns überlegt, es gibt ja verschiedene Stufen von Diskriminierung, nur mit Worten, bis hin zu körperlicher Gewalt oder körperlicher Einschränkung. Können Sie ein Beispiel geben, wie erleben Christen Verfolgung in den arabischen Ländern? Ja, also Verfolgung äußert sich sehr facettenreich und als HMK sind wir fokussiert auf die Verfolgung von Christen. Das bedeutet Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen und ihre Lebensgrundlage stellt die Bibel dar und sie suchen aus, dass das zusammen mit anderen Christen. Und diese Facetten, die Sie angedeutet haben, die sind sehr zahlreich. Ja. Und ich denke, wir konzentrieren uns dann auf die extremeren Fälle von Verfolgung, damit ein Staat die Christen institutionell anerkannt. Das wäre ein wichtiges Ziel. Oh ja. Und da versuchen wir auch dahin zu arbeiten, aber oft ist das dann über den Möglichkeiten, die wir haben. Aber wenn ein Christ vor Ort ganz praktisch Benachteiligungen widerfährt, dann versuchen wir dort zu helfen. Wir haben verschiedene Schwerpunkte, in denen wir helfen können. Eines ist die juristische Hilfe. Ja. Also wenn zum Beispiel die Frau die Scheidung verlangt vom Mann, weil der Mann Christ ist, das gibt es. Das ist eher unüblich. Und da kann man oft auch nichts machen, wenn dann der Richter merkt, dass das stimmt, der ist ein Konvertit, ein Abgefallener, dann ist das eigentlich beschlossene Sache und da versuchen wir dann einfach mit Rechtsbeistand zu helfen. Ich würde sagen, das sind noch die milderen Formen von juristischer Verfolgung. In Algerien spezifisch wurden seit 2017 sehr viele Kirchengebäude geschlossen. Ja. Und die Begründung war, dass die Gebäude nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Also zu wenig Notausgang oder die Toiletten sind zu klein oder die Lichtinstallationen sind ungeprüft. Da wurde so ein bisschen ein Komitee zusammengestellt, die das geprüft hat und die kamen zum Schluss, der Ort taugt nicht für Gottesdienste, darum muss er geschlossen werden. Die Christen haben dann den Raum hergerichtet mit allem, was kritisiert wurde und dann war diese Kommission unauffindbar. Und dann blieb die Kirche einfach geschlossen und dort versucht man dann auf dem Rechtsweg das
greifen und für sie einen Sieg oder einen Rechtsspruch zu erlangen, und das ist zurzeit noch nicht eingetroffen. Also das sind immer noch Prozesse, die am Gehen sind. Und das involviert dann Rechtsbeistand, das sind Rechtsanwälte, in vielen Fällen sind das nicht Christen. Oft sind es Rechtsanwälte, die sich auskennen mit Menschenrechten oder mit Religionsfreiheit oder mit den Rechten von Minderheiten, die dann bereit sind, sich für die Situation von algerischen Christen jetzt in diesem Fall einzusetzen. Das ist für sie auch ein Risiko, gegenüber den Behörden sich stark zu machen für die lokalen Christen, ist aber sehr wichtig, besonders für die Zukunft. Wenn wir an eine Zukunft der christlichen Gemeinschaft in Nordafrika denken, dann müssen sie anerkannt sein und ihre Rechte, die sie gemäß Verfassung haben, in Anspruch nehmen können. Das ist auch ein bisschen mehr die juristische Hilfe. Dann gibt es auch eine ganz praktische Hilfe, wenn das Umgekehrte geschieht, wenn der Mann die Frau scheidet, weil sie Christin geworden ist und sie von heute auf morgen mit den Kindern auf der Straße steht. Dann ist es leider oft so, dass die Frauen früh verheiratet wurden und keine genügend gute Ausbildung haben, dass sie dann wirtschaftlich zu ihren Kindern schauen könnten. Und das kann dann ziemlich schnell, ziemlich schlimm werden in dieser Situation. Auch ist in dieser Gesellschaft der Schutz für die Frau kommt vom Mann, von der Familie. Ja. Und wenn dann die Frau mit den Kindern auf sich alleine gestellt ist, dann ist sie eigentlich schutzlos und sehr stark gefährdet. Und dort springt dann die Gemeinde der Christen ein, die Gemeinschaft der Christen oder die Kirche, und versucht ihr zu helfen. Das kann sein, dass man vorübergehend einen Ort sucht, wo sie unterkommen kann, oder dass man eine Räumlichkeit mietet für 3 bis 6 Monate, dass man schaut, wie sie ein Einkommen generieren könnte, damit sie wirtschaftlich wieder selbstständig auf die Beine kommt und so weiter. Das sind dann so ganz praktische Hilfen. Die letzte Stufe ist noch spannend, wenn jemandem zu helfen, dass er wieder zu Einkommen kommt. Ja. Darüber sprechen wir eigentlich oft, und das hört sich ja ein bisschen humanitär an, oder? Also, das geht dann Richtung Arbeitslosigkeit bekämpfen, aber in vielen Fällen bei uns, wenn wir von solchen Projekten sprechen, betrifft es Verfolgung. Also Menschen, die von ihren Eltern enterbt wurden, auf der Straße stehen, und dann helfen wir durch die lokale Christen, dass sie ein Projekt schaffen können, ein kleines Läderli, sagen wir in Bern, oder Dinge verkaufen, handeln, oder als Taxifahrer oder als Sprachen vermitteln, was auch immer dann die Person kann, so dass sie finanziell eigenständig wieder auf beiden Beinen stehen kann. Es ist leider oft auch so, dass in islamischen Ländern genau das benutzt wird, um Druck auszuüben als Konvertiten, dass man sie von der familiären Gemeinschaft verstoßt. Und das ist ganz schlimm, weil dort die Familie sehr, sehr wichtig ist. Genau, ja. Struktur. Ja, es ist unterschiedlich schlimm. In einer großen Stadt in Nordafrika, sagen wir in Marokko, Casablanca, ist es weniger schlimm als irgendwo in einem ländlichen Gebiet, wo zum Beispiel auch noch nomadische Kulturen vorherrschen. Dort ist es dann besonders schlimm. Ja. Wenn von einer nomadischen Kultur ein Stammesmitglied ausgestoßen wird, das kommt fast einem Todesurteil gleich. Ja, aber dann ganz alleine steht und gar nicht mehr existieren kann. Und wenn dort dann die christliche Familie einspringen kann und helfen kann, dass die Person wieder ein Einkommen hat, dann hat man eigentlich ihr am besten geholfen. Und der Stamm sieht dann, oh, es hat nicht funktioniert, er hat überlebt, es geht ihm gut. Und wir haben gedacht, er habe den Verstand verloren. Wir sehen, er hat den Verstand nicht verloren, das ist ein guter Vater. Und dann kann es dann über die Jahre, kommt es dann oft auch wieder zur Versöhnung. Ach, das ist aber toll. Ja. Aber es bedingt auch einen langen Atem. Und das beweist auch, das zeigt auch, warum das die HNK schon lange da am Ball ist. Ja, die HNK gibt es seit 1969. Ich habe das vorhin vergessen zu fragen, dass wir es festhalten. Ja, worin sehen Sie die Gründe? Es tönt ja schon mit an, aber worin sehen Sie die Gründe der Diskriminierung? Warum sind so eine kleine Minderheit wie die Christen, arabischen Länder sind ja, mal von Ägypten abgesehen, wo ich gelesen habe, bis zu 10% Christen, aber sonst ist es eine verschwindende Minderheit. Warum haben die Menschen Angst vor den Christen? Warum werden die verfolgt? Warum werden die als Störfaktor überhaupt gesehen? Genau. Ägypten ist in dem Sinn ein besonderer Fall, und vielleicht müssen wir da noch kurz genau hinsehen. Diese 10% Christen, das sind die koptischen Christen mehrheitlich, und die waren eigentlich
dort seit der Zeit von Jesus. Man Ja. geht davon aus, dass das auf den Apostel Markus zurückgeht, Ja. der Ägypten evangelisiert hat. Im 7. Jahrhundert kam dann der Islam und dann hat es langsam gedreht. Und jetzt hat es von 100% Christen gewechselt zu 10 bis 20% Christen. Diese Zahlen sind umstritten. Ja, man weiß nicht so Aber genau. noch 10% von einer Bevölkerung von 100 Millionen, da sprechen wir von 10 Millionen Christen. Ja. Für sie sieht es schon ziemlich schwierig aus in Ägypten heute. Und wir, wenn wir von unserer Arbeit sprechen, meinen wir oft eine ganz kleine Minderheit von Muslimen, die in Ägypten Christen geworden sind. Ja. Und die werden oft auch von den koptischen Christen nicht aufgenommen, weil es sehr viele Probleme mit sich bringt, auch von Seiten der Gesellschaft und von Seiten der Behörden. Also nicht so akzeptiert. Die fallen zwischen Stühle und Bänke, diese Konvertiten aus islamischem Hintergrund. Ja. Genau. Darf ich kurz sagen, wie ich in Ägypten war, mir ist schon aufgefallen, wir haben eine koptische Kirche besucht mit unserer Reisegruppe. Und mir sind die riesigen Mauern aufgefallen, also riesige Mauern, um die Kirche zu schützen, die Gemeinde. Es gab eine Sprechanlage, es gab Gesichtskontrolle. Also wenn es den Kopten noch vergleichsweise gut geht, und das vergleichsweise sagen wir in Anführungszeichen, dann stelle ich mir vor, das muss ja sehr, sehr schwierig sein für diese nicht-koptischen Christen. Und ich erinnere mich noch, es war ein Werbeplakat für Bibelunterricht in Arabisch und Englisch auf einem Laternenpfahl aufgehängt in Luxor. Der Laternenpfahl war ganz, ganz lang und ganz oben, dass man es kaum erreichen konnte und gerade noch lesen konnte, war geworben für ein Bibelseminar. Das ist mir positiv aufgefallen, aber es hat mir gezeigt, sowohl der Besuch der koptischen Kirche, die Schutzmaßnahmen, als auch mit welcher Distanz man Plakate aufhängt. Es ist wirklich sehr schwierig. Ja, genau. Also woher diese Verfolgung kommen kann, jetzt in Nordafrika habe ich den Eindruck, kommt es ganz, ganz stark vom Islam. Ja. Der Islam dominiert in all den Ländern auf unterschiedliche Art und Weise. Marokko ist ein Königreich, Algerien ist eine präsidiale Republik, Libyen ist eine Anarchie mit 2 bis 10 Staaten, je nachdem, oder Regierungen, je nachdem, wie man Regierung definiert. Also, und Ägypten geht wieder zurück zur Diktatur, also da hat jedes so ein bisschen seinen eigenen Kontext, aber sie haben alle gemeint, dass sie islamisch dominiert sind. Ja. Und im Islam ist es schon so, dass der Islam nicht wie bei uns strikt getrennt ist und Privatsache ist. Für uns ist das schwierig nachvollziehbar. Wir leben hier in einem Kontext, wo ganz klar ist, dass Religion eine persönliche Überzeugung ist, eine Privatsache. Und ich kann mich entscheiden, wie ich will, das geht niemandem etwas an. Und wenn ich heute meine Religion wechseln kann, dann braucht das niemanden zu kümmern. Und im Islam ist es völlig anders. Im Islam ist eigentlich der dominierende Faktor ist die Religion. Und alles dreht sich um das. Also die Politik, die Gesellschaft, die Geschichte, die Familie, die Identität, die Schulbildung, alles dreht sich um den Islam. Und das ist für jemanden, der in diesem Kontext aufgewachsen ist das völlig normal. Und das ist so, wie es sein sollte. Und das ist auch etwas, das sehr identitätsstiftend ist. Wenn wir einen Kontext anschauen, wie zum Beispiel Tunesien, dort ist es relativ gut, die Situation. Also das Land hat sich nach dem arabischen Frühling recht erfreulich entwickelt. Die Behörden sind nicht mehr der Hauptverfolger der tunesischen Christen. Jetzt ist es die Gesellschaft. Also aus der Gesellschaft selbst her. Die Gesellschaft ist diejenige, die ein Problem hat. Und das geht auf das zurück, dass der Islam der Drehpunkt ist. Also wenn wir eine Familie nehmen, die ein bisschen in einem ländlichen Gebiet lebt, und eine junge Frau von dieser Familie kommt über Facebook und über das Schauen von Satellitenfernsehen und im Internet in Kontakt mit Christen und hat eine Begegnung mit Jesus. Wir hören oft von Visionen, Träumen, Wundern. Und die junge Frau kommt zum Schluss, Islam ist nicht der richtige Weg ist Jesus. Ich werde jetzt Jesus nachfolgen. Dass diese Familie dann dort reagiert, ist ganz klar, weil das ist wie ein Verrat an ihrer Geschichte, an ihrer Identität, an ihrer Kultur, an ihrer gesellschaftlichen Ordnung, an der Politik. Die Parteien sind auch sehr stark ganz politisch gefärbt.
Also das ist wie wenn diese Person alles, was sie hat und ist, verrät. Und dass dann das Umfeld gegen sie reagiert, das verstehe ich sehr gut. Also die Wurzel von dieser Verfolgung geht zurück auf den Islam. Und das ist dann sehr schwierig, wenn wir in der Schweiz von Christenverfolgung zum Beispiel mit Behördenvertretern sprechen, weil oft sagen sie dann, ja, das offizielle Tunesien hat die internationalen Abkommen ratifiziert und da haben wir Religionsfreiheit und wenn jemand häusliche Gewalt erlebt wegen seinem Glaubenswechsel, dann darf er zur Polizei gehen und da gibt es Rechtsanwälte und da gibt es Vereine, die Menschenrechte verteidigen. Das ist alles wahr und richtig. Aber die Familie als Struktur, dort ist das Zentrum der Islam. Und um das zu verändern, da braucht es sehr viel mehr als einfach nur bilaterale Abkommen. Und ich denke, dort sehe ich auch einen Hauptauftrag der HNK, wenn wir dann mit dieser jungen Frau, wenn wir ihr helfen können und mit den Partnern vor Ort ihr beistehen können, dass sie in ihrem Glauben wachsen kann, dass sie erstarken kann, dass sie vom Druck der Familie und der Gesellschaft nicht überwältigt wird, dann helfen wir eigentlich längerfristig auch, diesem Land eine Perspektive zu finden. Denn das ist sehr wichtig, diese Offenheit. Und wenn Sie sagen, dass so ein Land wie Tunesien noch ein relativ freies Land in Bezug auf Religionsausübung anderer Religionen ist. Aber schon allein, wenn Sie das so erzählen, dann zeigt es, wie schwierig es ist, selbst in einem Land, was jetzt solche liberalen Gesetze, vergleichsweise liberalen Gesetze hat. Ja. Also ich denke, das ist oft in unseren Köpfen nicht drin. Viele machen Ferien in Tunesien, erleben das als freundliches Land und ist ja auch ein schönes Land und gehen baden und schaut, man kann sich ja frei bewegen. Aber diese Hintergründe, ich denke, das ist der Punkt. Das System, das macht es aus. Genau. Und es gibt natürlich, eben Tunesien ist eigentlich ein relativ mildes Beispiel sozusagen. Es gibt dann schon auch noch andere Beispiele wie Libyen. In Libyen herrscht zurzeit ein Bürgerkrieg. Ja. Die Kräfteverhältnisse haben sich gerade ein bisschen verändert, weil die Türkei jetzt der Einheitsregierung in Tripoli hilft. Und dort ist die Situation für einen Libyer, der Christ wird, ist extrem gefährlich. Unsere Partner sagen uns, dass die Situation heute viel gefährlicher ist als noch zu Gaddafi und schon damals war es sehr gefährlich. Das ist doch erstaunlich, oder? Ja, genau. Und der Grund, es hat zwei hauptsächliche Ursachen dafür. Der erste ist, die Geheimdienstmitarbeiter von den Zeiten von Gaddafis, die sind alle wieder zurück in ihre Arbeit und ihre Büros. Und diese Dossiers, die Gaddafi angelegt hat, die sind verfügbar. Und diese Informationen von früher, auch über Konvertiten, die sind heute noch immer zugänglich. Und das zweite Problem ist, die Behörden, die heute für die Sicherheit zuständig sind, das sind Milizien. Milizien tönt noch recht gut. Wir können auch sprechen von Straßenbanden oder von mafiösen Gruppierungen, die bewaffnet sind. Also rechtsfreier Raum. Ein rechtsfreier Raum. Aber die kommen mit Uniformen und geben sich als Polizei. Und viele dieser Milizien sind ganz stark religiös geprägt. Da gibt es eine, die nennt sich Ansar al-Sharia, Bewacher des islamischen Gesetzes. Und wenn die dann als Polizei auftreten, dann haben die eine ganz starke religiöse Agenda. Und wenn sie dann bei einem Libyer vermuten, das könnte ein Apostat sein oder ein Abgefallener, dann können sie auf die Aufzeichnungen von Gaddafi zurückgreifen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also wer heute in Libyen als Libyer Christ wird, der verhält sich vorzugsweise ganz, ganz still. Er wird das diskret auf ganz vorsichtige Art und Weise machen. Er wird Mühe haben, sich anderen anzuvertrauen und zu sagen, dass er nicht mehr Muslim ist, sondern ein Nachfolger von Jesus. Dort ist die Situation außerordentlich gefährlich. Ja. Und es ist auch schwierig dann für jemanden ein Recht in Anspruch zu nehmen. Man kann nicht zu einer Polizei gehen und sagen, da ist etwas Unrechtes geschehen. Wenn das eine islamistische Milizia ist, dann funktioniert das nicht. Man kann einen solchen Fall auch nicht vor einen Richter bringen. Die UNO bemühen kann man auch nicht. Die meisten großen Institutionen haben sich nach Tunesien zurückgezogen vorübergehend. Also das ist wirklich außerordentlich gefährlich. Und das zeigt dann eben das Level von Verfolgung. Es geht schon sehr oft auf den Islam zurück und je nachdem, wie die Situation vor Ort ist, gibt es mehr oder weniger Möglichkeiten, wie auch wir als Partner dann helfen können. Können Sie da ein konkretes Beispiel geben,
Wie kann die HNK in so einer gefährlichen Situation wie in Libyen überhaupt helfen? Also ist es überhaupt möglich, als Europäer einzureisen, sich zu bewegen? Man fällt ja auf sicherlich. Könnten Sie da ein Beispiel bitte geben? Also es gibt zurzeit noch Ausländer, die Libyen besuchen, ja. Aber das ist sehr, sehr gefährlich und es ist auch sehr, sehr schwierig. Flugverbindungen gibt es noch ein paar von Tunesien her und ein ganz paar wenige noch in andere arabische Destinationen. Es gibt zwei Regierungen, eigentlich, die offiziell auftreten und da stellt sich dann schon die Frage, wer teilt dann die Einreisebewilligung aus, die Regierung oder die andere. Es wechselt dauernd, einmal hat es geheißen, es braucht ein Visum, ein anderes Mal, nein, man bekommt es am Flughafen, ein anderes Mal, nein, man darf nicht einreisen. Also man weiß eigentlich nie so genau, was einem erwartet. Für die Sicherheit vor Ort ist es schwierig zu garantieren und unsere Partner sagen uns, dass wir vorübergehend lieber Libyen nicht besuchen. Ja. Und darum treffen wir sie außerhalb von Libyen, ja. Also nicht im Land selber. Im Nachbarland, wo die meisten Libyer, die sehr aktiv sind, die machen das sowieso, das ist so ein bisschen normal, genau. Aber vor Ort wirksam zu sein, das geht eigentlich zurzeit nur, wenn man Partner hat vor Ort, wenn man nachhaltig etwas bewegen will. Und das ist dann sehr sensibel halt auch. Und wie kann da die Hilfe aussehen? Also finanzielle Hilfe oder, ich stelle mir sehr schwierig vor, wie können Sie da überhaupt noch helfen dann? Ja, das hat auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine ist finanziell. Jetzt gerade während Corona haben viele unserer Partner in ihrer Reichweite Menschen geholfen und ihre normalen Aktivitäten umgestellt, weil halt in Nordafrika doch relativ viele Menschen im informellen Sektor arbeiten. Zum Beispiel ein Taxifahrer, der arbeitet heute, der hat heute ein Einkommen und kauft sich heute Essen damit und das funktioniert. Aber wegen Corona, wegen dem Lockdown kann er heute nicht mehr arbeiten, das heißt, er hat heute kein Einkommen mehr, das heißt, er und seine Familie werden nichts zu essen haben. Und da ist die Situation relativ schnell sehr schlimm geworden und unsere Partner haben dann die Aktivitäten, die sie wegen dem Lockdown nicht machen konnten, umdisponiert und Corona-Nothilfe geleistet. Das ist dann eine Möglichkeit, ja. Das wäre dann vorübergehend eine humanitäre oder eine karitative Wirkungsweise. Eine andere Möglichkeit ist auch das Vernetzen. Oft wird das unterschätzt, aber ich denke, in vielen Fällen ist das fast die wichtigste Hilfe. Also wenn jetzt ein Partner in Schwierigkeiten gerät, dass man da versucht, auf politischer Ebene oder auf internationaler Ebene, da gibt es Mechanismen, wo die HNK Teil ist davon oder Zugang hat dazu, dass man da dann ein bisschen Druck ausüben kann, zum Beispiel auf eine Botschaft im Ausland oder auf eine Regierungsperson im Land, auch durch politische Personen hier in der Schweiz, die genügend Gewicht haben. Das kommt dann auf die Situation drauf an. Also die Arbeit ist bei uns eigentlich, die sieht immer anders aus. Wir orientieren uns ja auch an den Partnern und an den Dingen, die sie gerade durchleben. Ja, und da gibt es dann schon ab und zu auch Notfälle, wo man nicht einfach um 5 Uhr das Büro schließen kann. Das kommt auch jeden Tag wieder vor. Also es braucht eine ganz große Flexibilität auch. Ja, genau. Sie haben ein Stichwort gegeben, Corona-Krise. Erschwert die Corona-Krise Ihre Arbeit oder Sie haben angedeutet, es kann sogar Türen öffnen, dass man anderen zusätzlich helfen kann. Wie ist es im Allgemeinen, die Krise jetzt auf Ihre Arbeit? Genau. Also für uns hat es einen sehr direkten Einfluss, wenn natürlich nicht mehr gereist werden kann und wir unsere Partner regelmäßig besuchen, dann das hat vorübergehend aufgehört. Wir hatten auch im April und Mai hatten wir Kurzarbeit aus diesem Grund. Und weil dann diese Corona-Hilfe sofort eingesetzt hat die Arbeit wieder normal eingesetzt. Also ab Juni haben wir alle wieder normal gearbeitet. Da haben wir etwas sehr Schönes erlebt von Seiten unserer Unterstützer und Sponsoren. Haben sich mehrere gemeldet und gefragt, ja, wie geht es eigentlich euren Partner und könnten wir irgendwie helfen? Und da haben wir gemerkt, da ist eine große Dankbarkeit, gerade in der Schweiz, und ein Bewusstsein, dass es uns gut geht. Und aus diesem Bewusstsein heraus möchten wir auch denen helfen, denen es schlechter geht.
Und so konnten wir dann eigentlich vorübergehend einen Fokus setzen auf diese Corona-Hilfe. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Anpassung, die stattgefunden hat, ist, unsere Partner waren auch im Lockdown. In Marokko beispielsweise wurde die Durchsetzung der Ausgangssperre dem Militär betraut. Menschen durften nur noch aus dem Haus, wenn sie eine Bewilligung hatten. Also das war viel, viel strikter als bei uns. Und somit konnten sie auch alle Aktivitäten, die sie als Dienst oder als Kirche vorgesehen hatten, nicht mehr durchführen. Was sie dann aber festgestellt haben, ist, dass die Menschen zu Hause sind, viel mehr Zeit verbringen in den sozialen Medien, sich Filme angucken auf YouTube. Weil sie zu Hause sind, kommen sie ins Nachdenken und studieren und stellen sich große Fragen. Eine der zentralen Fragen in Afrika ist dieser Covid-19 eine Strafe von Gott? Hat Gott diesen Virus geschickt? Und unsere Partner haben dann sofort auf dieses Bedürfnis reagiert und viel mehr Inhalte produziert, die sie dann über soziale Medien verbreitet haben. Ein Partner in Ägypten hat uns gemeldet, dass er während April und Mai im Vergleich zu Januar und Februar 200% mehr Arbeit hatte, was das sogenannte Follow-up bei den sozialen Medien betrifft. Das heißt, da war eine große Offenheit, ein großes Interesse, ein großer Hunger. Die Menschen wollten wissen, was denken denn die Christen zu diesen Themen. Und auf diese Offenheit wurde auch entsprechend reagiert. Also da wurden viel mehr Bibeln bestellt und viel mehr Kontakte geknüpft. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass dieser Anstieg, dass man den übersetzen kann dann in reale Beziehungen. Und das wird dann die Herausforderung jetzt für die kommenden Monate, dass sie den vielen Menschen nachgehen können und sie persönlich kennenlernen können. Und da hat es viele, die sich entschieden haben, jetzt Jesus nachzufolgen, dass sie dann mit denen im jüngerschaftlichen Prozess weitergehen können. Also auch das ist ein Ergebnis der Das ist genau ein positives Ergebnis. Ja. Jawohl. Ist es denn schwierig, Sie haben Schriften angesprochen, Bibeln in arabischen Ländern zu verbreiten? Ich kann mir vorstellen, da wird kontrolliert, was kommt da ins Land, oder wird sicherlich nicht gern gesehen, oder? Das ist sehr schwierig, ja. Also in den meisten Ländern ist es eine enorm große Hürde, arabische Bibeln ins Land offiziell zu importieren. Es gibt Vereinfachungen für anderssprachige Bibeln, zum Beispiel chinesische Bibeln oder, das ist möglich. oder englische Bibeln oder Ja. französische Bibeln, das ist viel leichter. Aber die arabischen oder noch schlimmer die arabischen im lokalen Dialekt, das ist ganz, ganz schwierig, die offiziell zu importieren. Unsere Partner sind da sehr kreativ und findig. Sie haben Mechanismen entwickelt, wie sie die ins Land bringen können. Das ist dann weniger offiziell, genau. In einigen Fällen haben sie auch Möglichkeiten gefunden, wie sie die drucken können dann vor Ort. Das ist heute auch Das möglich. ist möglich dann? Ja, genau. Ja. Das geschieht auch so ein bisschen im Graubereich, also das ist ohne offizielle Lizenz. Und die Qualität dieser Bibeln ist natürlich auch nicht ganz so gut, wie wenn es mit einer großen Druckerei gemacht werden kann. Also die Dicke des Papiers zum Beispiel ist halt dann nicht so ideal, aber es geht. Dazu kommt, dass heute die meisten einen Nattel haben und auf diesen kann man relativ einfach eine arabische Bibel installieren. Und das entspricht eigentlich dem Kontext in Nordafrika auch sehr, weil viele dieser Bibeln kann man dann auch hören. Ah, ja. Und Menschen in Nordafrika, die hören viel lieber und sprechen, als dass sie lesen und schreiben. Das ist ein bisschen ein Ausdruck dieser oralen Kultur, genau. Also diese digitalen Möglichkeiten der Verbreitung der Bibel, die funktionieren wahnsinnig gut. Genau. Ja, also für mich öffnet sich da eine ganz neue Welt. Es ist so interessant. Eine wichtige Frage, die habe ich auf dem Herzen liegen. Und ich denke, das können wir unseren Zuseherinnen und Zusehern mitgeben. Es ist sehr, sehr wichtig. Was können wir von diesen Christen in den arabischen Ländern lernen? Jetzt für uns hier in unserem abgesicherten Land, unserem Glauben. Was denken Sie? Was geben die uns mit? Wir sprechen davon, wie können wir ihnen helfen, aber was geben die uns denn mit für unseren Glauben? Ja. Ich erlebe die Zusammenarbeit mit der verfolgten Christen als sehr gleichwertig. Ja. Also unsere Partner sind nicht unsere Angestellten. Wir verhandeln und entwickeln Lösungen und Projekte und Engagements auf Augenhöhe. Ja.
Und so viel wie sie von uns profitieren können, so viel können wir auch von ihnen profitieren. Und da meine ich nicht nur Finanzen. Ja. Also unser Beitrag kann auch sein, eben das Vernetzen oder das Ermöglichen von Weiterbildungen oder den Zugang zu einer Literatur, die bereits besteht, oder die Übersetzung von dieser Literatur. Das sind Dinge, die wir relativ leicht bewerkstelligen können, die für sie fast unmöglich sind. Das, was sie uns voraus haben, ich denke, da können wir Dinge ansprechen, die den Glauben betreffen, die Qualität des Glaubens, und auch Dinge aus dem Gemeindebau. Beim Glauben, da denke ich, wenn jemand aus dem Islam sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann ist das eine 200%ige Entscheidung. Bei uns habe ich manchmal den Eindruck, ist es eine eher oberflächliche Entscheidung. Und das hängt so ein bisschen damit mit der Frage zusammen, ja, was profitiere ich denn, wenn ich Christ werde? Ja. Und in einem islamischen Land, wenn da jemand Christ wird, dann hat er einfach wirklich die totale Überzeugung und gar keine andere Option mehr. Das ist so klar. Also ich bin schon mehreren begegnet, die hatten eine Vision und Jesus hat ihnen gesagt, ich bin der Weg, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und das wird schwierig, dann das einfach zu ignorieren und zu sagen, das habe ich mir eingebildet. Ja. Und die Kosten sind ja riesig, die Kosten dafür nicht finanziell, sondern vom Leben her. Ganz genau, ne? das ist auch nötig. Also jemand muss auch diese absolute Überzeugung haben, das ist der Weg, den gehe ich jetzt, weil sie wissen, dass es Probleme geben. Also diese Hingabe und diese Tiefe, da haben sie uns schon etwas voraus, da dürfen wir uns gerne anstecken und inspirieren lassen. Ja, und dann, wenn sie Jesus nachfolgen, dann ist es oft so, dass es in ihrer Stadt mit 1 Million Einwohnern gibt es vielleicht 3, 4 Christen. Also eine Kirchenversammlung, wie wir sie uns vorstellen, ist undenkbar. Und da kommt dann der Fokus automatisch, würde ich jetzt mal sagen, auf das, was Jesus gelehrt hat. Also die Grundlagen, die Basics. Also selber wieder anderen erzählen von Jesus, diese Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen, das Paulus erwähnt. Oder das Machen von Jüngern, etwas, das wir eigentlich fast ein bisschen verlernt haben bei uns. Wir sind so beschäftigt mit Programmen und Webseiten und Aktivitäten. Und wenn es dann darum geht, jemanden im Glauben zu begleiten, das wissen wir schon fast nicht mehr, wie das geht. Und wir denken, das regelt sich mit einem Buch oder mit einem Kurs oder so. Und dabei ist es eben wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs sein. Das Persönliche. Genau. Ja. Und in Nordafrika mangels an Optionen sind sie gewissermaßen gezwungen zu diesem schönen und grundlegend echten urchristlichen Glauben oder dieser Nachfolge. Und das finde ich, da dürfen wir uns sehr gerne herausfordern lassen von ihnen und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Manchmal machen wir Dinge viel komplizierter, als sie sein müssten. Und unsere Geschwister in Nordafrika, die können sich nicht überlegen, ob jetzt die Investition für einen teuren Beamer das nächstwichtige ist, weil sie keine Räumlichkeiten haben, was sie dann einsetzen könnten. Aber sie leiden, wenn ihre Familienmitglieder Jesus noch nicht kennen, und so geht das dann weiter. Also ich denke schon, unsere Partner erleben so ein bisschen das, was wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, was uns dort erfährt, das erleben sie heute noch. Auch die Zeichen und Wunder, wie Gott wirkt dort, das ist sehr toll. Also wie bei den ersten Christen, bei den Urchristen, genau. Lernen wir durch die Christen in arabischen Ländern, was ist die Basis überhaupt, worum geht es, genau. Das Persönliche und bestimmte Probleme, die wir haben, die wir auch als Probleme auch empfinden und auf sie stoßen, treten dann eher in den Hintergrund, mehr so wie die Sache mit dem Beamer oder so. Genau. Kann man das so sagen? Genau. Und vielleicht noch etwas anderes abschließend. Ja. Wir haben oft das Gefühl, wenn es Verfolgung gibt, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Verfolgung vermeiden. Und in Nordafrika empfinde ich, dass die Christen, für sie ist es wie natürlich, es ist wie normal. Ich werde Christ, logischerweise werde ich jetzt Widerstand haben. Das wird niemand applaudieren. Ich werde alle gegen mich haben. Das ist so fast wie ein bisschen normal, oder es ist nicht wirklich überraschend. Ich habe schon erlebt, dass ich im Gespräch war mit jemandem und der hat mir von einer wirklich schwierigen Verfolgungssituation erzählt und hat das so mit einer Lockerheit und einer Fröhlichkeit getan, weil ja, er hat ja das für Jesus gemacht und ich war dann tief beeindruckt, weil
für ihn war das wie normal. Also wenn ich ihm jetzt gesagt hätte, oh, bist du eine arme Person, ich habe Mitleid mit der, dann hätte er gesagt, was, das gehört doch dazu. Eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Total andere Perspektive. Ja. Also es bewegt mich, es berührt mich, es begeistert mich, was Sie erzählen, und dieses Interview, unser Gespräch wird mir lange, lange nachgehen. Ich sage ein riesiges Merci, ein großes Dankeschön. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre wichtige, Ihre besondere Arbeit und sage vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Danke Ihnen auch.